Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Robins Geburtstag ist da. Tja, eigentlich steht ich ja am liebsten Spaghetti kochen, aber mir haben ja leider nicht das Rezept dafür, was etwas dämlich ist. Deswegen nehme ich mal einen Quarz mit. Da können wir wenigstens noch ein bisschen was an Freundschaft abstaube für sie. Wo haben wir sie dann? Okay, neue Woche, neues Glück anscheinend. Das ist wieder Sonntag. Also wollen wir mal. So. Aber die Pflicht ruft. Hechel, hechel. Bitteschön. Unser Baum wächst, finde ich hervorragend. Ja, die Fledermaus sind wieder mal nichts übrig gelassen. Und zur Erinnerung, selbstverständlich habe ich hier mein ganze Krusch nochmal mit dabei, damit ich mich darum kümmere, dass hier was rauskommt. Bezüglich Silo. Hey! So. Eine normale Ziegenmilch. Große Milch. Ja, ich muss sagen, das lassen wir jetzt mal gut sein mit dem Ende Heu hier. Dann. Dumm. So. Und so. Dann machen wir erstmal hier mit dem Käse. Normale Kuhkäse. Und zu euch, Reihe Wichtel. So, wie sieht's bei dir aus? Ja, der Hildi geht soweit auch gut. Ich muss selber immer lachen bei so einem Quatsch, wenn ich denn so Pelzer Mädelname gebe. So, okay, joink und joink. Ihr seid wieder gefüttert, ihr gute Tiere. Dann raus mit euch. Genießt's draußen. Und wir fangen hier noch ein bisschen an. Oh, Moment. Apropos Genieße und Pipapo, zuallererst wird mal Mayo gemacht. So. Traudel, bitte weg mit dir. Und dann fangen wir hier nochmal an. Ernte, was geht. Das ist noch nicht so gut. Okay. Ja, Amaranth zu haben kann auch nie schade, weil ich glaube, Mani kommt uns irgendwann im Laufe des Spiels auch wieder auf und wegen, ja, meine Tierler, die mögen doch so gern Amaranth, ne? Das heißt, das kann nicht schade, ein bisschen Dodofu in der Hinterhand zu haben. Heieiei. Allmählich können wir auch mit der Sammlervogelscheuche anfangen, finde ich. Weil jetzt dürfen wir auch so allmählich das Geld dafür haben. Damit wir uns so einen Spaß auch mal leisten können. Genau. Und deswegen, dann sehen die Felder auch ein bisschen bunter aus, wenn du nicht nur diese Standardvogelscheuche rumlungern. Aber ich glaube sowieso, unseren Pelzer Hof, Gewitterleid, der wird ergiebig, ihr liebe Leid. Ich glaube schon, dass das ein ziemlich ergiebiger, großer Hof wird. Vor allem, wenn ich im Laufe der Jahre dazu komme, hier die Iridium-Sprenkler zu machen, die ich jetzt pro Let's Play-Episode wahrscheinlich mindestens 300 Mal erwähne. So, Zeitung und Gedöns. So, also ich weiß jetzt schon, dass das Bündel-Aquarium höchstwahrscheinlich das letzte Bündel sein wird, was ich im Gemeindezentrum mache. Das war bei meinem Probespielstand nicht anders, weil ich so ein fauler Hund bin, der dieses Angeln wirklich nur macht, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin einfach kein Angelfan hier im Spiel, wobei es immer so ein paar Gelegenheiten gibt, wo man angeln muss. Zum Beispiel jetzt beim Sternetautaler Volksfest, wo da so ein ganzes Spielzelt nur am Angeln gewidmet war. Im Winter, wenn ich noch sehe, wird das auch wieder ein bisschen bedeutsamer sein mit Angeln. Aber das sehen wir dann selber, wenn ihr Stardew Valley noch nicht kennt. Dann sehen wir dann, was dort abgehen wird. So, ich bin aber definitiv guter Dinge, dass wir für den Winter hier schon unser Gewächshaus kriegen. So, das war der Kiefernteer. Irgendwas bubbelt wieder. Was bubbelt? Es ist Mayo und es ist Käse. Okay. Mayonnaise. Also rein mit dir. Ja, natürlich nehmen wir dich auch mit Mayo. Und da hätten wir noch eine Ziegenmilch, die wir reinfläzen könnten. So, perfekt. Das waren die Eier dann soweit. Super. Okay. So. Ja, wie gesagt, im Winter, wenn wir da nochmal irgendwie Sache haben, was das Angler angeht, das ist dann so irgendwie Kunst dort wieder. Aber ihr werdet es ja selber sehen. So, machen wir auch noch fix. Den Mais und die Weintraube auf jeden Fall. Ach, von denen sollten wir auf jeden Fall auch aufheben, von der Weintraube. Damit wir auch mal hin und wieder ein bisschen Wein machen können.
Und damit wir Vincent auch gut beschenken können, weil der steht jo total drauf. So. Ja, die Süßkartoffeln sind auch relativ bald soweit, aber ich würde auch sagen, unseren Winter naht auch wirklich eilenden Schrittes. Und ich hoffe, dass unser Gees, die Resel, bald genug soweit ist, dass er unsere große Ziegemilch abwirft. Weil das ist das Einzige, was zwischen uns und einem Gewächshaus steht. So. Aber das fällt noch. Und wenn wir das fertig haben, geht sofort ab zu Robin. Die gut soll man nämlich definitiv noch ein Silo basteln. Und dann soll es auch noch für ihren Geburtstag beschenkt werden. So. Ist ja glücklicherweise Sonntag. Deswegen wird die eine beim Sport oder sonst wo sein. Die müsste eigentlich im Laden stehen, hoffe ich. Hoffe ich wirklich. So. Wisst was? Wir sind jetzt schon hier. 1, 2, 3, 4. Machen wir das auch noch fix. 1, 2, 3, 4. So. Das hat mich nämlich schon die ganze Zeit wieder gestört. Ala hopp. Ala hopp. So, dann geht's jetzt hier nochmal. Ach, da können wir eigentlich auflassen. So. Gehen wir durch. Und dann wollen wir direkt zu Robin. Unser Hofbuch hat nach wie vor, ich muss bis ganz runter in die Mine. Ah, da wächst auf einmal der Pilz. So, so. Stäh gibt's ja auch noch. Zu Stäh sag ich nie, nee. Das reimt sich. So ein Quatsch, Alter. So. Dann haben wir hier der gewöhnliche Pilz in Gold noch. Mani ist gerade, Mani sag ich, Manu ist gerade dabei wegzugehen. Robin, Happy Birthday to you. Bitteschön. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir, ich lieb's. Und schon sind wir um ein Herz gesteckt bei ihr. So, mal Livi. Ich möchte... Wenn wir's dann? Ein Silo, genau. 100 Stähle, 10 Lehm, 5 Kupferbarre. Perfekt. Bau doch bitte eins. Tja, Doneve hätte ich's ungern, um ehrlich zu sein. Wirklich sehr ungern. Das steht uns nämlich hier alles blockieren. Finde ich nicht so gut. Do wird's auch von der Dra stehen, finde ich auch nicht so toll. Ich finde, das zweite Silo steht hier perfekt. Da können wir eigentlich hier wunderbar schon mal was machen. Aber ich will mal Folgendes abchecken. Entschuldigung. Gebäude zerstören. Ein Gebäude bewegen. Genau. Ich hätte nämlich das ganz gern woanders. Ich möchte hier neben meinem neben meinem Gewächshaus, möchte ich meine Silos haben. Ah, das kann ich auch ohne Probleme machen. Perfekt. Gut, dann möchte ich nämlich, dass das zweite Silo gerade daneben steht. So, dann komm. Und das zweite Silo soll bitte hier. Perfekt. Sau gut, oder? Okay, ich bin mal Friede mit Anfang an deinem neuen Hofgebäude Silo zu schaffen. Finde ich sau gut. Ja, die Stähen gereicht. Der Lehm hat auch gelangt. Super. Sau gut. Ich bin zufrieden. Ich bin richtig zufrieden. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal runter in die Stadt. Und gucken mal, ob es da noch möglicherweise was gibt. Ansonsten haben wir soweit alles in der Tasche, was wir sonst so brauchen. Brombeere, wie viel gibt dann die? 25 Energie. Schauen wir erstmal, was es gibt an Quests. So, was gibt's dann? Ja, die habe ich schon abgegrast. Oh, Schleimjäger. Natürlich. Machen wir. Dann gehen wir aber zuallererst und wichtigstens, mindestens, gehen wir noch zu unserem Hof, laden unseren ganzen Quatsch ab. Ja, die Brombeer kann ich mal noch rein zwitschern. Das ist kein Thema. Hier haben wir 20 Energie, was die Aubergine bringen. Ja. Ich denke, das reicht. Für Schleim abzumurksen reicht das dicker. Allerhaupt, was landet alles in der Kiste? Du landest in der Kiste. Du und du. Hier der ganze Kruscht. Alles fort. Alles fort. So, dann in die Grau kommt das und das. Und die zwei Dinger und das Holz sowieso. Dann der Honig war, glaube ich, hier, wenn mich das alles täuscht. Nee. War er dann hier? Ja.
Okay, dann kommt der Käse noch rein, die Mayo zwitschern wir noch rein. Und irgendwo haben wir unseren Müll aufgehoben. Das war hier. Okay. Gut. Dann sind wir soweit gerüstet. Und nichts wie ab in die Mine. Rote Schleim. Okay. Alle hopp. Ja, die Haselnuss, die zwitschern wir uns jetzt auch noch rein. Gut. Ja, komm. Wildpflaume. Petzer der Nei, Ackermann. Oh, auch nochmal 45 Energie. Geil. Ja, die kann schon an. Nee, die lassen wir mal gut sein. Hoch, jetzt fängt mein Handy an, hier neben wieder Störgeräusche zu machen. Ich hasse das. So, auf 95 runter. Ich hoffe, ihr hört das nicht, diese blöde Störgeräusche, die vom Handy dann immer ausgehen, wenn so elektrische Störungen sind. Dass es immer so Geräusche macht. Das, ich hasse das Geräusch. Normalerweise liegt es auch immer etwas abseits von meiner Aufnahme, nur deswegen habe ich nie so dran gedacht. Ich habe es zwar noch auf Stumm geschaltet, aber es ist nicht weit genug vom PC gemacht. Abgelegt, so rum. Oh, endlich, endlich, die Pilze. Endlich. So, geil. Jetzt sind wir wirklich mal auf der Ebene, wo wir in der Lage sind, diese ganze Pilze zu sammeln. Und wie viel? Ja, lecco mio. Alter Latz. Okay, alles meins. Da ist es mir jetzt gerade absolut egal. Das gehört alles mir hier. So. Aber ich glaube, je weiter ich jetzt runtergehe, desto, wenn ich ja rote Schleim wäre, ich begegne. Ich glaube, hier ist nämlich so das Gebiet für rote Schleime, oder? Ah, doch, tatsächlich noch. Ey. Hör auf, du Putzenickel. So. Haha, geblockt. Oder in dem Fall gebloppt. Ey. Du hässlicher Wicht, hau ab. So. Und ich habe schon befürchtet, ich kriege hier rote Schleime mehr. Aber was ich vor allem kriege, sind Pilze. Das heißt, später gibt es nochmal einen Besuch beim Gemeindezentrum. Mit dieser Obsidianschneide mache ich jetzt auch mal endlich richtig schade bei den Jungs. Finde ich gut. Wir müssen nur später ein bisschen warten noch. Entschuldigung. Weil es gibt noch ein ziemlich gutes Schwert, was wir bei der Abenteurer-Gilde kaufen können. Das nennt sich dann Lava-Katana. Das ist für... ich kann es ja eigentlich schon mal sagen, für den nächsten Dungeon, den wir noch der Mine haben, ist das eigentlich optimal, das Lava-Katana. So, hier. Ach, verpiss dich. Wenn ich das sag, du Knetkopf. So. Gewitter erleid. Gut. Hartnäckig, die Viecher, oder? Na, richtig hartnäckig. In der Ebene ein bisschen weiter over. Hat's mehr rote Schleime gäbe. Jetzt wird es allmählich auch wieder ofend. Ja, zur Not hätten wir noch morgen Zeit. Boah, verzwitscher dich. So, weg, weg, weg. Ja, ich will nur runter. Puh, dann sind wir gleich auf Ebene 100. Da wird es dann auch wieder interessant. Gut, weg mit dir. Ein Kupferbarren, das finde ich immer gut, wenn die sowas droppen. Ui, Smaragd. Heute müssen die Geister irgendwie recht gut drauf sein. Eine Omnigeode ist auch immer gut. Alab. Tja. Ich weiß nicht, ob wir heute noch zur Ebene 100 runterkommen. Ich hoffe es natürlich sehr. Moment, hier muss irgendwo noch eine Lore sein. Ah. Und Schleime sind selbstverständlich auch noch hier. Ey. Du Pöbel. Komm her, du. An. Alter, was stecken die da rein, die Mistviecher? So. So habe ich mir das auch vorgestellt. Eine Lore mit Cola. Oh yeah. Smaragdader. Haha. Aber ich muss jetzt leider hier auch nochmal gucken,
ob hier noch möglicherweise ein paar Schleime unterwegs sind, bevor ich jetzt die Leder einfach so nehme. Gut. Müsste ja eigentlich relativ fix gehen, weil ich komme hier durch die Lore direkt wieder zur Bushaltestelle. Nee, sieht nicht so aus. So großartig Zeit verschwende kann ich auch nicht. Haha, Bombe. Wisst was? Ich kann nicht so viel Zeit verschwenden hier drin. Es ist schon Ende 20:40 Uhr. Jawoll! Eine Sternenfallfrucht auf Ebene 100. Jetzt sind wir auf 338 hoch, von 304, glaube ich. Hat auf jeden Fall wieder ordentlich was gebracht. Du hast wieder eine Sternenfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanke an Riesling. Der maximale Energie ist erhöht worden. Oh ja, da können wir auch mal, wenn wir mal Zeit haben, können wir hier noch angeln gehen. Finde ich auch gut. Okay, wir gehen sofort runter. Wir dürften noch nicht so viele Schleime erlegt haben, ne? Ja. 5 bräuchte ich noch von deinen Kameraden. Ich befürchte aber, hier finden wir nicht allzu viele von denen. Ja, scheiße, jetzt hat er mich ja noch verhext. Mistkerl. Okay, ein Rubin, auch immer gut. Richtige Lewe, die selbstverständlich auch nicht näher Sache zum Rubin, zumal ich rote Edelsteine und Halbedelsteine ziemlich cool finde. Okay, wisst was, der Recht erledigen wir einfach Mäuer und gehen dafür in Ebene 90 oder wo es sowas noch gibt. Wo es mehr von den grünen Schleime gibt. Das lassen wir jetzt mal sein. Wir gehen zurück zur Bushaltestelle. Ansonsten sehe ich hier definitiv rot. Die ganze Pilze und Pipapo. Moment, muss ich gerade noch ganz kurz Lucky machen, wie es aussieht. Weil wir brauchen definitiv das ganze Gedöns hier noch. Das können wir natürlich erst im Winter sammeln, ist logisch. Ozeanfische, ja, das ist sowieso Bullshit. 25.000 brauchen wir jetzt auch mal nicht. Schwarzes Brett, Futter, Verzauberer. Da war der Granatapfel, Hasepfote. Ah, ein Weih. Weih könnten wir auch mal vorbeischleppen. Genau, hier war der violette Pilz für die Feldforschung. Verfärbemittel brauche ich noch einen Rotkohl, den kriege ich erst im Jahr 2. Okay. Siehst du, unseren schlechtesten Pilz nehmen wir morgen mit. So einer von den normalen. Und von den guten. Scheiße. Scheiße, da haben wir wieder nicht genug in der Tasche dafür, dass wir das Zeug aufheben könnten. So ein elender Mist, so ein elender. Was machen wir dann? Ach, schmeißen wir dann fort. Ich weiß, die Scheißalge, die kann weg. Die, verkaufen wir einfach mal. Rubin, Smaragd, ich weiß, kommt alles da rein. Ansonsten, ja, da haben wir jetzt Platz geschaffen, damit wir einen goldenen mal aufheben können. Und die rote Pilze, gibt es nicht irgendwas, was wir hier fortschmeißen könnten? Was nennen wir dann? Irgendeinen Quatsch wird er weggehen können, oder? Wisst was? Strandschnecke und Schnecke verkaufen wir. Wozu der Quatsch? In unserem Inventar. Wenn wir dafür 3 rote Pilze einfach aufbewahren können. Gut, dann kommt das rein. Hier kann fort. Das kann... Schmeißen wir... Nee, schmeißen wir nicht fort. Pilze weg. Hier rein. Hier. Hier. Warte mal, halte mal eine Gaula. Du kommst mal auf 34. Okay, dann machen wir 4 Stück rein. 30, da sind wir bei 6 Dodefood. Das kommt hier rein. Die Bombe, jo, aller Krabbe und Bombe schmeißen wir mal fort. Die Omnigiode, die darf sich Clinty Boy kümmern. Und jetzt gehen wir noch ganz fix. Ja, jetzt sind wir nämlich hier hinten nämlich auch ein bisschen frei. Wisst was? Machen wir zu. Es wird spät heute, das sehe ich jetzt schon. So, dann haben wir den Scheiß nämlich mal ja auch schon durch. Finde ich saugut. Oh Gott, mein PC, der nölt wie die Sau. Wie ist der Teufel? Das mag vielleicht an OBS liegen. Dass OBS hier die CPU ein bisschen beansprucht. Und deswegen das Ganze ziemlich laut ausfällt. Okay. Dass der halt richtig verarbeitet. Also sorry an der Stelle für diese Störgeräusche im Hintergrund. Ich versuche sie ja immer zu überlabern. Letzte Nacht hat Elsa ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. Ach Gott, ich wusste gar nicht, dass die schwanger ist. Vor allem, wenn das alles weibliche Kühe sind. Okay. Aber sehr gut. Finde ich super.
Anscheinend sind die... Nee, ich weiß nicht, wie das funktionieren kann. Ich meine, es sind beides Milchkühe, ne? Okay, jetzt muss ich noch spontan einen Namen für die mir ausdenken. Ich überlege gerade. Wie nennen wir die dann? Das ist so ein merkwürdiges Zwitterwesen jetzt irgendwie, was aus 2 weibliche Kühe entstanden ist. An sich ein Wunder der Natur. Wie nennt man dann so eins, wie hießen da noch Frauen in der Pals? Himmel, Herrgott. Ach, das war die Gustel, fertig. So rum. Ich bitte an der Stelle wirklich um weitere Tiernamen. Kommentiert fleißig ohne Ende, ihr liebe Leute. Mir gehen irgendwann die Pelzer Namen aus. Sehr schön. Okay, das war jetzt auch wieder gut. Und mir hätte, weißt du, Teufel wie schwangere Kuh kriegt. An sich auch ein ziemliches Wunder, aber ja, ich beschwere mich nicht. Allerhaupt, heute ist nix. Klingt das noch rege? Ich glaube nicht, ne. Okay, es wird morgen windig. Lebe vom Land sagt mal Fischfokus, Glasaugenbarsch. Ein verregneter Ofen, der im Herbst und im Winter in alle Süßwassersorte. Okay. Versuche ich mal zu merken, verspreche kann ich nix. Das sieht doch gut aus. 2. Kürbisernte. So, du kriegst wieder einen Streichler. Gold darf brennen. Robin schafft hier wieder. Motor. Unseren erster Apfel hier. Sehr gut. Aber einen Apfelbaum haben wir ja schon. Trotz allem können wir das auch beim Gemeindezentrum abgeben. So. Meine liebe Kuh. Wie ist der Teufel, wer von euch 2 weibliche das hier kriegt hat? Hups, natürlich. Gustel, du bist noch zu jung davor. So. Wie auch immer ihr das hier kriegt habt. Respekt, Girl Power und so. Na? Ah ja, Resel hat Milch, okay. Dann gibt es ein bisschen Heu noch. Omnigiote Weicher. So. Wie ist der Teufel, wie das entstanden ist bei 2 weibliche Kühe? Ich bin vollkommen überfroht. So. Ihr kriegt hier noch ein bisschen was. Und du noch hier. So. Dann Manege frei für euch. Und Enteei. So, weil Enteküke sind dann schon relativ teuer, muss ich sagen. Deswegen war das an sich keine schlechte Idee, Enteei da reinzulegen. Damit man gleich 2 von deinen Wichtel haben. So, als nächstes das. Gut. Upsala, das wollte ich gar nicht. So. Dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Schmeißen die Köder nochmal rein. Und Reihe und Reihe. Und dann füllen wir nochmal auf. Dann könnte man da möglicherweise noch ein bisschen andere Kruscht, der sehr schnell wächst, machen. Der in 5 Tagen oder so kommt, könnte man da noch was auslecken. So. Okay. Nachdem jetzt unser Kürbisernte auch wieder ziemlich gut ausgefallen ist. Ja, du sagst Resel. So. Ja, wer hätte denn das gedacht, dass die einfach so schwanger wären? Unbefleckte Kuhempfängnis. Eigentlich hätte ich das neue Kind, das neue Kalb ja eigentlich Maria nennen müssen. Wenn es die unbefleckte Jungfrau ist. Oder durch die unbefleckte Jungfrau geboren worden ist. Oder eine von den Kühe ist ein Transvestit. Das kann natürlich auch sein. Meine Güte. Wunderliche Dinge geschehen. Okay. Apropos wunderliche Dinge. Ah, sehr gut. Die Süßkartoffeln sind auch wieder so weit. Hacken wir das Ding noch runter. Da brauche ich. Da sind nämlich noch 2 Feldler. So und so. Dann lohnt sich auf jeden Fall der Gang zur Stadt heute nochmal. Die Süßkartoffeln brauchen glaube ich 10 Tage. Das heißt, die kriegen wir jetzt nicht mehr ohne die Süßkartoffeln. Dass wir die noch einmal ernten könnten. So, zack und zack. Hier auf jeden Fall. Und nix wie runter. Okay. Ja, ja, es passieren wunderliche Sachen. Die unbefleckte Empfängnis der Kuh Elsa. Weißt du, Teufel, was du abgegangen... Depp. So.
Musst du gar nicht gießen. Noch nicht zumindest. So. Und sobald beide Silos stehen, werde ich mich auf jeden Fall auch sofort an die Erwet machen. Und hier so viel Gras wie möglich nochmal schneiden. Warte mal. Ja, wusste es doch. So, dann als nächstes kommt das hier. Und rein mit dir. Und Entenei kommt ach. Und hier beim Käse haben wir nichts weiter mehr. Okay. Gut, ich glaube, die Gebäude sollten wir vielleicht auch nochmal verlegen. Einfach ein bisschen weiter noch hin. Nachdem ich jetzt bei Robin ja auch weiß, dass das funktioniert, könnte Robin unser nächste Anlaufstelle sein. Nachdem wir in der Stadt bei Pierre waren und da ein bisschen Zeug eingekauft haben. So. Irgendwas ist wieder gut geworden. Weil ich finde, dann sollten die Tiere auch definitiv noch ihren Freiraum noch hinhaben. Alles andere ist irgendwie etwas unmenschlich, wenn die sich die ganze Zeit hier durch diese enge Passage quetschen müssen. Und ich möchte ja auch hier keinen Aufstand der Tiere haben. Deswegen, ich glaube, die werden wir auf jeden Fall gleich noch mitverlegen. Wenn ich nochmal zu Robin gehe. Okay, okay. Also, Kruscht 3. Apfel heben wir jetzt einfach mal auf. Kruscht. Verkürbis. Wie sieht es damit beim Kürbis aus? Ja. Dann machen wir mal gleich auf 10 hoch, die goldene. Und die silberne Kürbisse machen wir mal gleich auf 15 hoch. Rest kann vertickt werden. Wo waren dann meine Süßkartoffeln? Hier. Du machen wir gleich mal 10er. Und von der silbernen machen wir 15er. Das sind nur die letzte jetzt, die geerntet werden. Okay. Genau, Wuff. So, den Apfel. Bringen wir zum Gemeindezentrum. Genauso wie... Oh Mist, einer von der violette Pilze habe ich vollkommen verballert. So ein Mist. Ich habe vergessen, einer fürs Gemeindezentrum aufzuheben. Naja, egal, wir werden ja noch ein paar finden dort, wo wir hier gehen. Scheiße. Na egal. Gut, gut, gut. Dann kümmere ich mich um das Tierfiasko gleich noch. Wir gehen jetzt erstmal zur Stadt. Yep. Dann zu Clint. Servus. So, Kerl, brich doch mal die Geode auf. Leben ist immer gut. Okay. Vielleicht sollte ich den noch wirklich sogar nochmal noch ein weiteres Silo bauen lassen. Ich glaube, das kriegen wir sogar zeitlich wirklich noch hier. Bevor der Winter kommt. Dürfte man das noch gebacken kriegen, soweit ich das terminlich richtig im Kopf habe. So, weitere Quest. Ja, ja, ja. Das ist Quatsch. Ja, dippadidel, dippadam, dadam. So, da machen wir erstmal hier Senfkohl noch ein bisschen. Die brauchen 10, wie gesagt. Die brauchen 7, das kriegen wir nämlich hier in der Zeit. Braucht 12, braucht 7 Dach. Sieht schlecht aus. Ne, Amaranth können wir auch vergessen. Dann wird's halt nochmal Senfkohl. So what? Der wächst schnell. Den kann ich gebrauchen. Bist gut, kommst in die Suppe. So, dann hoch mit uns. Und dann weiter zu Robin. Dann beenden wir mal wirklich dieses epische Tierfiasko. So. Es dürfte beides am schwarzen Brett sein, ne? Okelidokeli. Feldforschung. Hier, bitteschön. Jetzt fehlt uns nur noch eine Nautilus-Muschel. Und Futter. Mist, da brauche ich wirklich 3 Stück dafür. Okay, dann halt nicht. Kann ich im Prinzip auch genauso gut warten, bis mein Apfelbaum gewachsen ist und der nächste Sommer halt wieder Früchte trägt. Aber wer weiß, vielleicht sind ja noch ein paar Äpfel als mal in der Höhle zu finden. Mist. Natürlich ist sie weg. Das war doch so klar. Immer wenn ich sie brauch. Okay, dann halt nicht.
Dann machen wir Folgendes. Wir wursteln erstmal zu der Mine. Ja, da haben wir noch Zeit. Wir wursteln erst einmal zu der Mine. Wir gehen von dort aus wieder auf den Pelzerhof. Dann sehen wir noch den Quatsch aus und wässern den Rotz. Und danach, wenn wir das gemacht haben, gehen wir nochmal zu Robin und gucken da noch einmal einfach rein. Weil morgen ist ja natürlich... Ah, nee, Quatsch. Ich bin doch auch ein Vollhorst vor dem Herrn. Die hockt da und baut gerade unser Silo. Ich Dummkopf. Ah, Mann. Also manchmal kann ich echt sowas von auf dem Schlauch stehen. Das ist nicht mehr feierlich. So. Okay, das wäre dann das erste Mal. Also es tut mir ja echt leid. Manchmal kann ich wirklich so dermaßen auf dem Schlauch stehen, dass es schon richtig behindert wirkt. Aber ich weiß, ihr habt wahrscheinlich auch schon gedacht, Yankee, du Hornochs, die hockt gerade da und baut dein Silo. Echt jetzt? Sorry an der Stelle für alle, die schon vorher gedacht haben, Dummkopf, die macht gerade da dein Silo. Ich bin ja mal gespannt, wann es rausfindet. So, okay. Dann machen wir das auf jeden Fall, bevor wir unser nächstes Silo noch bauen lassen. Okay, jetzt habe ich noch 2 übrig, wie es sein sollte. Und dann gehen wir noch zu ihr. Geben ihr noch ein Quarz vor das Dach. Und dann machen wir noch unser 2 letzte Goldbarren. Okay. Weil bald dürften wir auch so weit sein, dass wir unser Goldgeräte schon mal machen können. Okay, da ist auch wieder was gut, Woche. Quatsch. Das wieder durch Reihe. Die brauche ich nämlich. Und die 100 Stäbe habe ich eigentlich auch schon. Aller Hopp. Das ist dann Preiselbeergelee wieder. Für George habe ich noch ein Lach. Das ist auch gut. Machen wir das wieder rein. Und das dort. Und so, so, so. Und das kommt hier rein. Aber ich glaube kaum, dass Robin jetzt nochmal anwesend sein wird. Ach, beweg dich doch, Gudrun. Du bist endlich von der Erste hier. Du musst eigentlich wissen, wie der Haas läuft. Verdammt nochmal. Närrisch Hinkel. So. Und hier. Goldbarrer. Wisst was, ich nehme den Weg über die Felder. Das ist kürzer. So. Okay, jetzt aber flink. Jetzt wirklich flink. Zack. Und peng. Und hier rein. Und dort noch rein. Das kann dann dort hier. Und ich glaube, Robin, wie gesagt, das können wir jetzt eh vergessen. Die kriegt jetzt auch ihr Geschenk nicht oder dafür reicht die Zeit einfach nicht mehr. Also, wie gestern versprochen, Mine. Reihe. Ebene 85, wo so lavamäßig aussieht. So, da warten nämlich schon die ersten Blobs. Okay. Dann komm mal her, du garstiger Rotling. So. Ups. Ey. Okay, die lassen also mal Krabbefaller. Die hätte ich vorhin... Oder bei dem Krabbenreuse-Gedöns hätte ich die noch ganz gut gebrauchen können. Okay, das sind wieder solche Dinger. Okay, gleich runter mit uns. Die nächste Pilze kommen sofort. Finde ich auch gut. Okay. Gut, da ist so Robins Quarz für heute. Das können sie möglicherweise noch vom Schlafverkehr abkriegen. Gott. Noch 3 von deinen Freaks. 5 Hämmer. Okay. Man möge bedenken, wir müssen die Quest ja auch noch in der Kneipe beim Bäuermeister abgeben. Okay. Hier ist dicht. Hier ist nichts mehr. Dann müssen wir uns unseren Weg wieder irgendwie frei hacken. So. Die lassen nicht nur Stäffalle. Das ist schon etwas erbärmlich. So. Weiter, weiter, weiter. Okay. Und jetzt kommt da noch nicht mal so schäbige Leder raus. Echt? Ja, na also. Geht doch. Also wenn ich es nicht mal mehr hinkriege, dass so schäbige Leder droppt, dann wird es echt ranzig. So. Da müsste ein Topaz drin sein, ne? Yep.
Topaz ist auch immer gut. Fahrt Dode mit. Ui, 5 Golderz. Nicht verkehrt. Ein Feuerquarz. Eigentlich suche ich noch eine rote Schleim. Das wäre echt ziemlich gut, wenn ich jetzt mal auf so einen blöde rote Schleim hier treffen würde, Leute. Ich will ja nicht rumbetteln müssen, ne? Oh nein, Fledermaus-Invasion. Bad Attack! Ach, geh doch fort! So. Warte mal. Die gibt nichts zurück. Der gibt minus 50. Ja, ich hab gerade ein bisschen in die Hose geschissen, würde ich sagen. Boah, fuck! Ich muss raus hier. Ich muss hier raus. Das geht nämlich. Ich bin auf 8 runter. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich muss wieder zur Bushaltestelle. Ich muss mich aufpumpen. Alles andere ist nicht mehr möglich. Dann muss ich auch noch ein bisschen... Ich muss irgendwas jetzt noch finden, was mich aufpumpt. Was mir die Gesundheit wieder ein bisschen zurückgibt. 50 Gesundheit. 80 Gesundheit. 100, ja, aber das kann ich nicht essen. Das ist als Geschenk gedacht. Scheiße. Ist das bitter. Ist das bitter. Weißt du was, ich zwirbel mir ein Met rein. Das reicht vorerst einmal. Nee, trink denn. Da habe ich nämlich noch ein bisschen was davor. Und dann quetsche ich mir noch... Was quetsche ich mir da noch? Nein. Das gibt alles noch Minusenergie. Nee, das ist ja... Nee, scheiß drauf. Ich dormel jetzt nochmal hier im besoffenen Zustand für 24 Sekunden zurück. Und kämpfe mich noch in der Mine auf Ebene 90 oder was durch. Ja, minus 1 Geschwindigkeit, scheiß drauf. Ackermann, mach was. Ja, da ist er. Gott, das ist er. Unseren Schleim zum Glück war das. Nee, noch nicht. Verflixt. Entschuldigung. Aber da ist unser Schleim zum Glück. So, komm schon. Ja, es hat auch das Blinkgeräusch gemacht. Wir sind fein raus. Oh, scheiße. Jetzt aber hoppla. So, Mine verlassen. Zurück in die Stadt. Alter Falter, unsere Verteidigung ist hundsmiserabel, wenn ich mal das so angucke. Zumindest für die Gegner nicht wirkliche Herausforderung. Dann direkt zum Bäuemeister und dann nix wie ab wieder heim. Alter Latz, ich hoffe, der Typ ist noch in der Kneipe. Jetzt müsste sich die Kneipe allmählich leeren. Fuck. Der ist nämlich dort. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Du gibst dir den Aufriss wegen dieser Rotze hier und nix. Ach, leck mich doch. Ja, red mit Louis. Erstmal flatter ich ihm den Müll. Ja, bis 22 Uhr natürlich zu spät. Leck mich doch. Okay, dann ist die Quest daneben gewesen. Sorry an der Stelle. Die habe ich jetzt erstmals verballert. Sei es drum. Mir egal. Es regt mich zwar auf, aber jo, egal. Ist halt so. An der ich aber auch sage, dass ich an der Stelle jetzt auch gleich meinen Cut mache, ihr liebe Leid. Das ging heute wohl nicht so rund, wie ich mir das gedacht habe. Ein bisschen arg verpeilt heute gewesen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann übermorgen wieder zur Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wo wir dann wieder weitermachen werden, bei was auch immer uns die Zeit so bietet. Das muss ich dann nochmal aus dem Bauch raus entscheiden, was wir da noch alles machen werden. So. Ja, ich weiß, es ist Schlafenszeit. Klein Ackermann will ins Bett. Scheiß drauf, das Zeug vertickt man jetzt an. Die Bombe kann auch fort. Und mir quetschen noch das Zeug rein. Robin kriegt jetzt trotzdem noch ihr nächtliches Geschenk. Und dann machen wir auch noch rein. Okay, hier noch der Stall, der zu und zu. Und drei Dode mit. Und Geschenk, falls du es haben kannst. Falls man das überhaupt geben können. Nö. Pff, dann halt nicht. Dann lasst mich doch alle in Friede. Dann halt nicht. Also machen's gut, ihr liebe Leid.
Und bis übermorgen wieder. Heute war ich arg zeterig drauf und ziemlich verpeilt. Sorry an der Stelle. Wie gesagt, bis übermorgen dann. Ayan Yankee.